Wieso geht es dem Bösen gut und dem Guten bös? Kommt jetzt endlich der Moment? Kommt jetzt endlich dieser König, auf den wir so lange gewartet haben, und haut diesen bösen Machthaber endlich mal eins auf den Kopf und sorgt für Gerechtigkeit und schaut für diejenigen, die es nötig haben, für die Armen, für die Unterdrückten, für deren Rechte. Haben vielleicht Menschen genau diese Gedanken bewegt? Wieso geht es dem Bösen gut und dem Guten bös? Schauen wir in die Welt, sehen wir so häufig Menschen, denen es scheinbar richtig gut geht, die Erfolg haben und so weiter, die aber weit weg von Gott sind. Treue Christen, die völlig unten durch müssen. Wir beginnen mit einem Zitat von einem bekannten deutschen Philosophen aus dem 19. Jahrhundert, Friedrich Nietzsche. Er sagt Folgendes: Es steht niemandem frei, Christ zu werden. Man wird zum Christentum nicht bekehrt. Man muss krank genug dazu sein. Cooler Einstieg für die Predigt, oder? Muss krank genug dazu sein. Also wenn ich das lese, es war nicht nur damals Gedanke, der häufig da war. Das Christsein bringt doch überhaupt nichts. Das nützt doch nichts. Im Gegenteil, man muss irgendwie ein bisschen komisch sein da oben. Und ich glaube, heute denken das ganz viele Menschen auch. Vielleicht nicht so extrem wie hier, aber ja, vielleicht gibt es ja einen Gott, vielleicht gibt es auch keinen Gott. Aber wenn schon, es nützt dir eh nichts. Es macht ja keinen Unterschied. Schau mal in die Welt, wie es den Menschen geht. Einige sind richtig erfolgreich, aber mit üblen Methoden. Und andere, die so gut im Herzen sind, denen geht es so schlecht. Die haben Schicksalsschläge zu ertragen und so weiter. Das nützt doch alles nichts. Da muss man ja schon fast krank sein. Vielleicht kennt ihr auch selber solche Gedanken. Wieso geht es den anderen Menschen so gut und mir so schlecht? Manchmal denken wir doch, oder? Ich habe chronische Krankheiten. Dabei folge ich doch dir, Jesus, so treu nach. Und mein Nachbar, der nichts von dir, Gott, wissen will, der ist so gesund. Wieso hat der andere so ein schönes Haus? Gott, wieso schenkst du nicht mir mal etwas? Weil der hat ja nichts mal mit dir zu tun. Wieso geht es denen so gut und mir so schlecht? Wieso habe ich den Job verloren? Obwohl ich an dich glaube, Jesus, hast du nicht für mich geschaut? Und meinem Arbeitskollegen, der keine Gedanken an dich verschwendet, Jesus, der wurde befördert. Vielleicht kennt ihr auch solche Gedanken. Tausch doch mal zusammen aus. Wieso geht es dem Bösen gut und umgekehrt. Wieso geht es doch dem Bösen gut und den Guten bös? Tauscht doch mal aus zusammen. 1 Minute. Was kommt euch in den Sinn? Wieso ist das so? Okay. Ich unterbreche wieder. Vielleicht wäre das ein Thema zum bei Kaffeebar nachher ein bisschen weiter schwatzen. Haben wir 2, 3 Meldungen. Was habt ihr herausgefunden? Alles können wir natürlich nicht zusammenfassen, aber 2, 3. Denen geht es gar nicht wirklich gut. Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ja, man muss verlangend sein nach Jesus, irgendwie. Vieles, was gut aussieht, ist Fassade. Wäre spannend, ein bisschen weiter darüber nachzudenken, oder? Das ist ein gutes Thema. Vielleicht denkt der eine oder andere auch, ja, darf man in der Kirche überhaupt so provokative Fragen stellen? Ist das nicht ein bisschen Zweifeln an Gott oder so? Macht man irgendwie nicht etwas ein bisschen Unfrommes? Wie ist das denn? Und ich bin recht froh. Wir lesen heute diesen letzten Abschnitt im Maleachi. Wir sind ja da durchgegangen. Und das sind nicht wir, die dieses Frage in die Kirche hineinbringen oder so, sondern die steht in der Bibel
Gott will, dass wir darüber nachdenken. Und offensichtlich haben Menschen sich mit genau dieser Frage auseinandergesetzt. Und es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. So schauen wir zusammen, was finden wir in Maleachi. Es sind 4 kleine Szenen, die wir heute hier entdecken in dieser Bibelstelle. Und ja, ich finde das schon cool. Gott nimmt da kein Blatt vor den Mund. Dürften wir diese Fragen stellen. Maleachi 3, ab Vers 13 starten wir. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Heerscharen? Also sie feiern Gottesdienste und sie sind irgendwie unterwegs in Reue oder in Trauer, spielen sie mindestens vor. Aber all das sei für nichts. Und dann sagen sie, und nun, wir preisen die Frechen oder die Hochmütigen, die Übermütigen. Wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Mit anderen Worten, die Menschen zur Zeit Maleachis, die sagen, die waren so gottlos. Sie wollten ja gar nicht. Und jetzt kamen sie sogar noch voran, die haben ja Erfolg. So oft, wenn wir in die Welt schauen, genau das Gleiche, oder? Es gibt ja Machthaber, Leute mit Erfolg, Reiche und so weiter, denken wir, also die Methoden, die da angewendet werden, sind nicht so heilig. Da wird genau diese Frage gestellt. Aber irgendwie spüren wir auch, dass die Leute diese Fragen bewegen und eigentlich von Gott gar nichts erwarten. Ich habe Psalm 73 gefunden. Da ist ein Asaf, der diesen Psalm schreibt, der genau diese gleiche Frage stellt, aber mit einem anderen Herzen zu Gott kommt. Er stellt diese Frage so mit diesen Worten: Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Es bringt ja nichts. Ihr müsst euch diesen Asaf merken, Psalm 73, wir kommen später darauf zurück, weil der ist mit einem anderen Herzen zu Gott gekommen. Der ist gekommen zu Gott mit dieser Frage und mit diesem Anliegen, Gott, wie kann das sein? Was sagst du mir dazu? Die Leute bei Maleachi, da hat man eher das Gefühl, die kommen, die wollen gar keine Antwort von Gott. Die haben ihre Schlüsse schon gezogen. Für sie ist das alles sonnenklar. Die denken, man muss ja krank sein mit diesem Gott. Ohne kommt man besser vorwärts. Ich habe mich gefragt, als ich diese Stelle gelesen habe, woher kommen diese Gedanken? Und ich finde es gut, wenn wir hier einen Moment innehalten. Woher kommen diese Gedanken? Zuerst kommen sie davon, dass wir uns mit anderen vergleichen, oder? Ich habe diese Krankheit, der andere ist ja gesund. Ich habe kein Ferienhaus, der andere hat so ein schönes Ferienhaus. Man beginnt sich zu vergleichen mit den anderen. Und ein anderer Punkt, woher solche Gedanken kommen, ist auch, dass man oft seine Identität, das, was man ist, festmacht an dem, was andere sagen. Vielleicht hat mal jemand gesagt, hoppla du, ist schon ein bisschen ein Bäuchli. Seit da kreist dieser Gedanke, ich bin dick, der andere ist so dünn und schön. Wieso hat Gott mir diese Veranlagung gegeben? Ist doch eigentlich ungerecht und gemein. Man kommt so hinein in eine Haltung, in eine Opferhaltung. Ist ja heute Jugendsprache, oder? Du Opfer. Weit verbreitet. Aber oft sind wir genau in diesem Mindset unterwegs. Ich bin ein Opfer. Ich habe halt Pech gehabt. Irgendwie hat Gott nicht für mich geschaut. Er hat mir das Schlechte gegeben. Den anderen hat er es besser gegeben. Wieso hat es genau mich getüpft? Wieso sehen die anderen alle so schön aus und ich nicht? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir auch an dieser Stelle kurz innehalten und uns fragen, wo gibt es Bereiche im eigenen Leben, wo wir so in einer Haltung des Mangels leben. Eigentlich müsste ich doch haben, weil alle anderen haben es. Ich möchte dir auch einen Moment Zeit geben, genau diese Frage mal zu überlegen. Wo gibt es so Punkte, wo du dich mit anderen vergleichst, wo du denkst, ich habe weniger.
Die anderen haben mehr. Und eigentlich ist das ungerecht. Überleg kurz, wo du vielleicht einen Punkt im Leben hast, wo du von diesem Mangel her unterwegs bist. Vielleicht ist das auch eine Arbeit noch für heute Nachmittag, noch ein bisschen darüber nachzudenken oder in der nächsten Woche. Das ist ja sehr einleuchtend. Sobald man sich vergleicht und denkt, wieso habe ich nicht, was der hat. Achtung, es könnte ein Hinweis sein, dass wir da selber so mit einer Mangelhaltung unterwegs sind, dass eigentlich etwas irgendwie ungerecht ist, genau mit dieser Frage. Wir gehen einen Schritt weiter, wir kommen zur zweiten Szene von Maleachi. Also das war so diese erste Szene und irgendwie ist es spannend, wenn wir diesen Maleachi lesen, ist immer dieser Dialog. Die Menschen haben so Fragen und werfen die Gott etwas vor und Gott gibt ihnen eine Antwort. Und hier hat man aber ein anderes Gefühl. Hier hat man das Gefühl, Gott hat es langsam mit denen gesehen. Weil er gibt nicht direkt jetzt auf diese Fragen eine Antwort, sondern plötzlich schaut Gott auch zu einer anderen Menschengruppe. Er beobachtet jetzt eine andere Gruppe von Leuten und dort geht diese zweite Szene weiter. Vers 16, Maleachi 3. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Finde ich schon mal ganz spannend, dass es gab damals wahrscheinlich eine kleine Minderheit von Menschen, die Gott im Herzen gesucht und gefürchtet haben, die Gott geachtet haben, die auch miteinander geredet haben. Was haben sie wohl geredet? Ich weiß es nicht. Aber der Text zeigt, Gott hat sie beachtet. Gott hat ihnen zugehört. Das finde ich so schön in diesem Moment, oder? Gott hört nicht nur die laute Mehrheit, die irgendwas Lautes herumposaunt, sondern Gott hört auch die Leisen, die Stillen, die wenigen, die Gott mit aufrichtigem Herzen suchen. Gott hört hin. Und dann geht es weiter. Also hat diese Leute jetzt beobachtet. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, an dem ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem Gott, der dient, und dem, der ihm nicht dient. Das Erste, was mir hier auffällt, ist dieses Buch der Erinnerung. Oder jetzt kommt so wie die Antwort. Es ist aber mehr an die Leute gerichtet, die Gott fürchten, aber vielleicht nicht die Wortführer sind in der Gesellschaft dort. Sagt Gott ihnen, hey, es gibt so verschiedene Bücher. Es gibt ein Buch der Erinnerung. Und, sind wir hier ein bisschen verschoben? Das Buch der Erinnerung. In der Offenbarung 20,12, ich sage heute ein paar Bibelverse, wo es so spannende Verbindungen gibt. Vielleicht lohnt sich das, wenn man zu Hause kurz die Pause drückt und das mal genau nachliest oder wäre etwas zum Notieren. Offenbarung 20,12, dort wird geschildert, wie am Ende der Zeit vor dem Thron vor Gott verschiedene Bücher aufgetan werden. Es steht dann auch, und ein anderes Buch, das Buch des Lebens, wird auch geöffnet. Aber es gibt auch andere verschiedene Bücher. Offensichtlich gibt es so eine Art Buch der Erinnerung. Und man erinnert sich so plötzlich an verschiedene Szenen aus der Bibel. Da ist Jesus, der dieses Gleichnis erzählt und darin kommt dieser spannende Vers vor, Matthäus 25,4. Was ihr einem der geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also etwas, was ganz im Verborgenen passiert, einem ganz Geringen, das ist, als würde man es Jesus tun. Jesus liebt ja diesen geringen Bruder, diesen Menschen, sein Geschöpf. Wenn wir dem etwas Gutes tun, ist es wie für Jesus. Also offensichtlich beachtet Gott die kleinen Sachen, die kleinen Dinge, das, was viele gar nicht sehen, was im Verborgenen passiert. Oder Apostelgeschichte 10, Vers 4 kommt mir in den Sinn, wo dieser Cornelius ist, dieser Römer, oder? Aber irgendwie ein gottesfürchtiger Mann und der Gott sucht und da kommt in dieser Szene ein Engel zu ihm und sagt ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Der hat irgendwie Gottesfurcht gehabt und hat Gott gedient, hat Gott Almosen gebracht. Die Gebete, er hat zu Gott gebetet. Das ist nicht einfach vergessen, verloren, irgendwo
sondern ist zum Gedächtnis vor Gott aufgestiegen. Das finde ich so etwas Schönes. So eine Art wie erste Antwort. Die Dinge, die jetzt passieren, die gehen nicht vergessen. Vielleicht wirkt es im Moment tatsächlich so, als wäre es ein bisschen ungerecht oder gemein. Aber Gott vergisst es nicht. Es ist aufgeschrieben im Buch der Erinnerung. Im 1. Korinther 3, 12, dort lesen wir, dass am Ende die Dinge geläutert werden, wie durchs Feuer gehen. Und diese Dinge, die wir anderen Menschen tun, das Gute, das vielleicht unscheinbar, das Unwichtige, was aus der Liebe zu Gott geschieht, ist wie Gold, wie Silber, wie Edelsteine, die dann so richtig herauskommen. Und das heißt dann im Vers 14 dort, so wird er Lohn empfangen. Also mit anderen Worten, Gott sagt, ja, vielleicht scheint es im Moment so, den Guten geht es schlecht, aber den Bösen geht es gut. Aber es ist ein bisschen kurz gedacht, weil all diese Dinge gehen Gott nicht vergessen. Er erinnert sich daran. Es wird eine Belohnung geben. Diese Bücher werden aufgetan. Es wird daraus vorgelesen. Finde ich ein ganz schöner Gedanke. Gott weiß es. Das Zweite, was mir hier auffällt, jetzt bin ich schon wieder rausgeflogen, das heißt hier, Gott nimmt sie, diese Leute, die an ihn glauben, und macht sie zu seinem Eigentum. Wie ein Mann seinen Sohn schont oder beschützt oder bewahrt. Jetzt haben wir hier verschiedene Väter. Was würdet ihr alles geben für eure Kinder? Alles. Alles, was sie brauchen. Also alles ist noch viel. Alles, was gut für sie ist. Ich habe bei alles auch daran gedacht, oder? Ich glaube, der eine oder andere sagen, ja, da würde ich auch mit meinem Leben hinstehen. Für meine Kinder. Und Gott sagt, wie ein Mann seinen Sohn schon, ihr seid mein Eigentum, ich behüte und beschütze euch, ihr seid das Wertvollste für mich, ihr gehört mir. Also wieder so eine Antwort, wo vielleicht die Perspektive plötzlich noch viel größer wird, auch wenn im Moment manche Dinge ungerecht scheinen und ich das Gefühl habe, es ist doch irgendwie gemein, wie es zu und her geht. Aber Gott nimmt mich, wenn ich an ihn glaube, wenn ich ihn fürchte, Gott nimmt mich als sein Eigentum und beschützt mich wie ein Vater seine Kinder, seinen Sohn. Etwas unglaublich Schönes. Und es wird auch deutlich, so in diesem Vers hier, Vers 18, ihr werdet wieder den Unterschied sehen. Also mit anderen Worten sagt Gott eigentlich, wenn man denkt, ja, es bringt nichts, muss man krank sein und so weiter, ist eine sehr, sehr kurze Perspektive. Es ist eine Momentaufnahme, ja, vielleicht im Moment scheint es so, aber es lohnt sich auch mal ein bisschen weiter zu schauen in dieses Leben und auch über dieses Leben hinaus, weil es wird einen Unterschied ausmachen. Ja, in der Zukunft, in der Ewigkeit, auch schon jetzt, ein Eigentum Gottes zu sein. Wie wunderbar. Wir gehen einen Schritt weiter zur nächsten Szene in diesem Text. Ihr merkt, es ist hier sehr getaktet, oder? Eins kommt gleich nach dem anderen. Ich habe bei der nächsten Szene so dieses Bild vor Augen. Das kennt ihr sicher auch aus dem Verkehr. Man ist unterwegs auf der Straße, plötzlich hat es ein großes Schild, Achtung, Radar, und hinten steht ein Radar. Ich denke immer so, die sind ja dumm, die müssen doch kein Schild aufstellen, da können sie ja keine Bußen einsammeln, wie auch immer. Und wenn man genau darüber nachdenkt, merkt man, die wollen, dass ich wirklich langsam fahre, oder? Darum geht es. Es geht nicht um das Bußen einsammeln oder so. Und genau so kommt mir diese nächste Szene vor. Vers 19 bis 21. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Also ein Blick voraus, Achtung, es kommt ein Tag, wo dieses Böse verbrennen wird und nur das Gute bestehen wird. So, Achtung, jetzt kommt dann der Radar. Spannend, die Wurzeln, die Zweige, Strohstoppeln, da wird nichts bleiben, auch wenn es weltlichen Erfolg hat, wenn es nicht auf Gott ausgerichtet war. Es ist wirklich so auch diese Warnung, oder? Wir haben vorher auch von diesem Buch des Lebens gehört.
Eine Frage für mich, stehe ich im Buch dieses Lebens, stehe ich bei Gott eingeschrieben? Werde ich bestehen an diesem Tag? Wird das ein schöner Tag sein, wo ich mich freue, wo endlich das sichtbar wird, dass es sich ja lohnt, an Gott zu glauben? Oder ist vielleicht mit Angst verbunden? Ist auch ein Tag des Gerichts, des Urteils. Es geht dann weiter im Vers 20. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Ich habe in unserem FEG Newsmail geschickt, als Vorbereitung soll man ein Video schauen auf YouTube. Wer hat das geschaut? Ein paar haben es geschaut. Die haben jetzt das Bild vor Augen. Sonst müsst ihr noch schauen. Die Mastkälber, die auf die Wiese herausspringen. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Das wäre wieder etwas für die Notizen und zum Nachlesen. 1. Korinther 6,2, wo Gott sagt, dass diejenigen, die an Jesus glauben, mit ihm Gericht machen werden, unter die Fußsohlen. Das ist wohl damit in Verbindung zu bringen. Aber es gibt etwas anderes in diesem Text, das plötzlich so wie herausspringt. Ein wunderschönes Bild. Und da wollen wir ein bisschen hängen bleiben. Es heißt hier nämlich, das heben wir jetzt hervor, die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Und Heilung ist unter ihren Flügeln. Wir sind hier mit hineingenommen in ein wunderbares Bild. Es ist ein riesiges Bild für die Weltgeschichte. Die Welt, die im Dunkeln ist, die fern ist von Gott. Und Licht kommt hinein und irgendwann wird wie die Sonne aufgehen. Und der Tag ist da. Und das Finstere ist weg. Und wenn wir diese Verse lesen, dann merken wir schnell, dass mit dieser Sonne Jesus gemeint ist. Dass mit Jesus gemeint ist, der kommt. Vielleicht habt ihr diese Verse im Kopf, so Johannes 1,5, wo es zum Beispiel heißt, das Licht scheint in der Finsternis von Jesus. Jesus ist vor 2000 Jahren in diese Finsternis, in diese Weltnacht hineingekommen und hat da in dieser Nacht als Licht geschienen, Licht gebracht. Und wir sind jetzt so, wenn wir dieses Bild vor uns haben, die Nacht ist noch nicht vorbei, dieser Tag ist noch nicht gekommen, wo die Sonne aufgeht. Aber am Horizont kommt langsam die Morgenröte, es dämmert, das Dunkel ist wie ein bisschen vorbei. Wir haben im Kopf so diesen Vers vielleicht im 2. Petrus 1,19, wo es heißt, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Also wir haben das prophetische Wort, wir haben diese Bibel, die an einem dunklen Ort leuchtet. Wir können das lesen und erkennen darin, wer Jesus ist. Das leuchtet uns wie ein Licht. Und wie lange haben wir das? Wie lange brauchen wir das? Bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Hier ist das Bild vom Morgenstern. Oder in Lukas 1,78, wo von Jesus gesagt wird, er ist der Aufgang aus der Höhe. Das ist quasi der Sonnenaufgang, der aber aus der Höhe kommt zu uns. Oder dort heißt es auch helles Morgenlicht oder Licht des Himmels. Oder eben wie es in unserer Stelle heißt, die Sonne. Die Sonne. Und dann heißt es noch mehr, die Sonne der Gerechtigkeit. Da überlegen wir, was hat das jetzt zu bedeuten, die Sonne der Gerechtigkeit? Und plötzlich wird dieses ganze Bild mit dieser Frage heute noch klarer. Plötzlich merken wir, ja, wenn dieses Feuer kommt, wenn diese Dinge verbrennen, wenn all das vergeht, wenn das Schlechte wirklich mal weg muss, wenn auch meine Ungerechtigkeiten in meinem Leben weggehen, ja, was habe ich dann für eine Gerechtigkeit, mit der ich vor Gott bestehen könnte? Dass ich mich freue auf diesen Tag. Was habe ich denn für eine Gerechtigkeit? Und plötzlich sehe ich diesen Jesus und sehe, dass er ans Kreuz gegangen ist. Dass er da für meine Ungerechtigkeiten gestorben ist und mir seine Gerechtigkeit schenkt. Dass das ja das Wunder ist, was Jesus getan hat. Dass er uns gerecht macht, dass wir uns auf dieses Licht freuen können
Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil es er uns schenkt. Und wie schön ist es dann, wenn ich mich freuen kann, Jesus wird mal kommen, wie ein Licht wird es aufgehen und ich darf Anteil haben an dieser seiner Gerechtigkeit. Ich nehme dazu einen Vers, der Paulus geschrieben hat in 2. Korinther 5, Vers 21. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Wir sind Botschafter für Christus. Jesus hat es schon gesagt. Und Gott sagt es durch uns heute. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt seine Gerechtigkeit. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das Bild wird immer größer, oder? Jesus ist gekommen auf diese Welt. Er hat unsere Schuld auf sich geladen, unsere Ungerechtigkeit, unsere bösen Sachen, hat sie ans Kreuz getragen. Er vergibt, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen können. Die Sonne der Gerechtigkeit geht auf. Und wie dürfen wir uns freuen auf diesen Moment, wenn Jesus wiederkommt, wenn endlich der Tag anbricht und wir in Gerechtigkeit vor Gott stehen dürfen, die er uns schenkt. Ein bekannter Theologe, Eugen Haynes Merrill, Alttestamentprofessor, er sagt dazu, das, was ein brennendes Feuer für die Gottlosen ist, ist eine strahlende Wärme und Heilung für die Gerechten. Wir kommen noch zur vierten Szene, zur letzten Szene in diesem Maleachi-Buch. Der Abschluss des Alten Testaments ist das, oder? Vers 22, da heißt es dann, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Das Erste, was mir hier auffällt, ist diese Ermutigung. Haltet im Gedächtnis fest. Das ist eine Ermutigung, dran zu bleiben. Nicht zu denken, ja, nur Momentaufnahme, nur was jetzt ist, zählt. Sondern dran zu bleiben bis am Ende. Das Zweite, was mir auffällt, ist, dass hier von diesem Propheten Elia wieder gesprochen wird. Wir haben letzten Sonntag schon darüber gesprochen, er war schon mal erwähnt. Da haben wir gesagt, Johannes der Täufer ist gekommen, hat wie ein Bote auf Jesus hingewiesen, macht euch bereit, aber es war trotzdem so plötzlich da. Und auch wenn wir auf das zweite Kommen von Jesus schauen, wenn er wieder in diese Welt kommt, dann ist auch so, Achtung, dieses plötzlich, aber es gehen Boten voraus. Wer wieder etwas zum Nachschlagen, Offenbarung 11, Vers 3, dort wird von den 2 Boten berichtet, die vorangehen. So quasi wie, Achtung, seid bereit. Und das Dritte, was mir hier auffällt, ist diese wunderschöne Verheißung am Schluss. Er wird das Herz umkehren. Eigentlich geht es schon im ganzen Maleachi-Buch genau um das, dass das Herz wie umkehrt. Es geht um Herzensveränderung. Dass es nicht auf die irdischen, menschlichen Dinge ausgerichtet ist, sondern dass es auf Jesus ausgerichtet ist und ein bisschen eine größere Perspektive einnimmt, weiterschaut, an mehr denkt, auch die Ewigkeit im Blick hat. Es ist spannend, wie hier steht, dass das Herz irgendwie der Söhne zu ihren Vätern hingekehrt wird. Man kann sich jetzt überlegen, was bedeutet das? Bedeutet das, dass die Söhne Israels quasi ihr Herz wieder zu den gottesfürchtigen Vätern, die sie haben, im Glauben hinkehren? Wahrscheinlich geht es in diese Richtung, oder? Dass das Herz sich wieder Gott zuwendet, so wie es die Väter Gott zugewendet hatten. Das ist aber auch ganz praktisch zu verstehen. Das wird auch dazu führen, dass das Chaos, das heute in vielen Familien unterwegs ist, dass da Frieden einkehren kann. Das ist eigentlich eine logische Folge davon, wenn das Herz auch zu Gott hingekehrt ist. Ich finde das eine sehr schöne Verheißung. Es geht um diese Herzensveränderung. Aber im Vergleich zum Neuen Testament, das dann mit einem Wort der Gnade endet in Offenbarung, endet das Alte Testament mit einem Wort der Warnung.
Gott will nicht mit dem Bann zuschlagen. Das ist ein Wort, das könnte man auch übersetzen mit Fluch, mit dem Fluch zuschlagen oder so. Achtung, das Leben ist nicht nur das auf dieser Welt, es gibt auch eine Ewigkeit, es gibt ein Gericht. Dieser Tag des Herrn kann ein wunderbarer Sonnenaufgang sein in Gerechtigkeit und Heilung, aber kann auch Angst machen. Wenn ich keine Gerechtigkeit bei Gott habe, muss ich mich mal prüfen. Und es kommt mir zu diesem Bann, zu diesem Fluch, der Vers in Galater 3, Vers 13 in den Sinn, wo es heißt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus hat ja für uns den Bann getragen. Es ist nicht eine Warnung, Achtung, es kommt sowieso allen eins auf den Deckel, sondern es ist eine Einladung, diese Gerechtigkeit von Gott anzunehmen. Wir kommen zum Schluss. Wir sind gestartet mit dieser Frage. Wieso geht es dem Bösen gut und dem Guten bös? Wir haben schon verschiedene Antworten gehört. Finde ich sehr spannend. Ja, manchmal ist vieles Fassade, oberflächlich, vergänglich. Vieles ist eine Momentaufnahme. Manchmal ist es aber auch wirklich so, in diesem Moment. Aber es ist eine zu kurze Perspektive. Es geht eigentlich viel weiter. Man könnte die ganze Bibel lesen und noch viel mehr Antworten zu dieser Frage finden, aber ich finde, das war schon eine ganz gute Ladung. Zuerst einfach diese Einladung an dieses Buch der Erinnerung zu denken. Auch das, was im Moment scheint, einfach irgendwo zu verschwinden, Gott vergisst es nicht. Gott schaut, Gott sieht die kleinen Dinge und sie sind aufgeschrieben in seinem Buch der Erinnerung. Aber auch dieses Bild von der Sonne der Gerechtigkeit. Ich darf zu Jesus kommen, ich darf ihm alles geben, ich darf ihm all meine Ungerechtigkeiten geben. Und ich darf ihm mein Leben geben und er überkleidet es mit seiner Gerechtigkeit. Was für ein wunderbares Bild. Und er nennt mich sein Eigentum, Gott nennt mich sein Eigentum. Und er beschützt und behütet mich. Wie ein Vater seinen Sohn sein Leben geben würde, oder? Jesus hat sein eigenes Leben gegeben für uns. Er hat alles für uns gegeben. Und auch wenn ich in dieser Momentaufnahme das Gefühl habe, mir geht es schlecht, wenn ich diesen Jesus habe, habe ich doch noch viel mehr, was ich überhaupt in dieser Welt je besitzen könnte. Und da ist da die Rede von dieser Herzensveränderung, dass Jesus uns einfach einladen möchte, zu kommen, zu ihm zu kommen. Und gerade dort, wo wir mit unseren eigenen Mängeln unterwegs sind. Ich habe am Anfang euch auch die Frage gestellt, wo selber vielleicht ihr so Momente erlebt, wo ihr denkt, eigentlich ist es ungerecht, eigentlich hätte ich etwas anderes verdient. Der hat etwas und ich nicht, aber Gott sollte es mir doch geben, wie auch immer. Der Text ist eine Einladung, auch hier unsere Herzen zu ändern, unsere Herzen ganz Gott hinzuhalten. Und nicht zu vergleichen, sondern zu sagen, was habe ich alles von Gott empfangen? Was schenkt er mir jetzt schon Gewaltiges? Und dann auch in Zukunft. Es ist eine Ermutigung, dass ich nicht unterwegs bin mit dem Blick auf das, was ich das Gefühl habe, fehlt mir, sondern mit dem Blick auf diese Sonne, auf dieses Morgenrot, das jetzt schon da ist, auf diese aufgehende Sonne der Gerechtigkeit. Wir gehen in eine Zeit des Gebets. Danke Gott, dass du unsere Gebete hörst, was wir still in unserem Herzen sprechen. Und danke Gott, dass du einen größeren Blick als nur das, was jetzt im Moment ist, was gerade vor Augen ist. Und danke Gott, dürfen wir zu dir kommen, wie wir sind. Wir müssen keine Angst haben vor irgendeinem Gericht des Feuers oder so, sondern wir dürfen jetzt unsere Schuld und Sünde und das, was verbrennen würde, zu dir bringen, Jesus, und du vergibst es. Wäschst uns rein und gibst uns deine Gerechtigkeit. Und die bleibt bis in Ewigkeit. Und wie gut ist, dass wir wissen dürfen, dass auch wenn
uns das Leben manchmal aufreibt, dass es vergänglich ist. Aber die Gerechtigkeit, die wir bei dir haben, bleibt für ewig. Und der Lohn, den wir empfangen für all diese kleinen Dinge, die in diesem Buch der Erinnerung stehen, ist ein Lohn im Himmel, der nicht mehr vergeht. Ich möchte dieses Gebet auch ein paar Verse mit hineinnehmen, die Asaf gebetet hat. Er hat ja auch diese Frage vor Gott bewegt. Und er betet, da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Amen.